zum nice Licht gehen. Oh, okay. So, jetzt haben wir herzlich willkommen zu einem neuen Video nach, yeah, man. Nach gefühlt etwa 1000 Jahren wieder mal eins. Aber es kommt langsam wieder, der Sommer kommt, es ist schönes Wetter. Auf jeden Fall sind wir hier im Europapark wieder schlecht sehen, weil ihr könnt es wirklich schlecht sehen, wir sind in einem Hotelzimmer. Aber wenn man hier raus schaut, yeah. Auf jeden Fall sind wir schon gestern im Park angekommen, aber noch nicht groß etwas gefilmt. Außer zu oben sind wir an so einem 5-Gang-Menü gesehen, so spanisches Essen. Und es war noch ziemlich nice gewesen. Wir sind jetzt unterwegs zu dem Nachtessen mit dem Marksen. Was genau, meine Serviette, ein Kerzchen, Gabel und Essen. Tanz! Feuer und Essen. Das war auf jeden Fall das Essen und das Coole an dem Hotelzimmer ist, dass es eine Tür, die direkt in den Park geht. Und zack sind wir im Park und man sieht immer mehr Türen. Wir sind die richtigen YouTuber in dem Park, also ohne Scheiß. Schau mal. Wir sind schon etwa 10 Mal da gewesen, aber Kopf hoch. Gut, jetzt sind wir 20 Meter früher gelaufen und jetzt stehen wir wieder. Jungs, wir dürfen leider aus Safety Purposes dürfen wir nicht auf der Bahn filmen, weil die GoPro könnte hinterher fallen auf den Kopf. Das heisst, die haben kein Bild, wie wir gefahren sind, aber so hat es etwa ausgesehen. Jetzt ist der Ausschnitt eingeblendet, jetzt sind wir durch. Der Adi macht jetzt ein Kunststück. Es wird jetzt ein richtig cringe Moment kurz, weil ich will hier einen Round of Backflip machen und ich will jetzt hier so einen Testanlauf machen. Und alle Leute meinen natürlich, dass ich etwas Krasses mache, ja. Aber eigentlich mache ich nur so einen Testanlauf. Ja gut, alle Leute schauen auch wieder behindert, weil sie wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben eine Kamera gesehen haben. Nein, wahrscheinlich hast du noch nie einen Dude im Europapark gesehen, wo man Zock rumläuft. Was ist denn das? Eier! Eier! Oh nice! Was ich bei der das Gefühl habe, ist, dass irgendwie so viele Leute in dem Park nie eine Kamera in ihrem Leben gesehen haben. Oder irgendein Dude, der mit einer Kamera rumläuft, der das Mikrofon oben drauf hat. Weißt du, ich glaube einfach, das Ding ist, die Leute schauen dich mehr an, weil du einfach ein verdammter Vogel bist, weißt du? Junge, das ist... Alter, ohne Scheiß, schreib mal in den Kommentar. Weißt du, hast die kürzesten Haare auf dem Planeten, du lässt ein Haarband. Alter, ohne Scheiß, schreib mal in den Kommentar auf einer Skala von 1 bis 10, wie unpassend ist das Bändchen da, Alter? Das ist schon 10. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt auf das feurige Blau da hinten, weil wenn man im Europapark ist, muss man das einfach machen. Außerdem sendet man hier einen ganz klaren Backflip. Wir sind jetzt auf der Blue Fire gesehen und dort habe ich mein Bändchen abziehen und immer noch nicht abstimmen, wie schön es findet. Was ich will sagen ist, dass... In wenigen Minuten erreichen Sie das Europapark Historama mit dem neu gestalteten Luxemburger Platz. Nein, was ich will sagen ist, dass wir vom Europapark eingeladen worden sind, um hier einen Tag zu bringen mit dem Spack oder denen. Auf jeden Fall solltet ihr dranbleiben, weil am Ende des Videos gibt es noch eine Verlosung, weil ich darf 3 Tickets für den Europapark verlosen. Darum bleibt auf jeden Fall noch dran. Most of the time I was speaking my mind, I wasn't listening that often. I had so little to offer, spent a lot thinking of these things and I finally see what it cost me. You had a hold on me but I'm finally free from exhaustion. Freedom of speech, now we talking, but always say less than what's necessary. Did you get my messages? They were heaven sent, keep us safe from the adversary. Nein, ein paar Leute von euch, also vor allem meine Kollegen wissen ja, dass ich den Führerschein am machen bin. Und hier hat es so eine Bahn, wo man mit Autos fahren kann. Und das Coole an dieser Bahn ist, es ist wirklich 100% real. Also es ist wirklich so wie ein Fahrgefühl, wenn man in der Schweiz rumfährt. Und darum würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal auf die Bahn. Hey, ich hätte das noch lustig gefunden, dass wir da reingefahren sind. Absolute Legend. Ja, aber hier ist nur für den Vlog in Lebensgefahr. Das Krasse ist einfach, weil wir einfach so in 12 Ländern sind, in irgendwie jetzt 30 Stunden oder so. Gut, dann hätten wir den Titel fürs Video. Merci. Ich verabschiede mich. Vielen Dank. Ja. Der Marc, er ist so einer von denen, er braucht Hilfe. Er braucht einfach Hilfe. Wenn Schweizer YouTuber einen Lack of Content haben, so, wenn sie nicht wirklich wissen, was sie machen sollten, dann ist so das Niveau vom Video. Ist so wie der Auftritt werden. 29, 30. Ach du heilige Scheiße, noch einmal. Likes an meinen Trudel heute. Es ist wieder der Start von der Silverstar.
It's about to go down. Oha! Oha! Also, das ist auch nicht was. Nein, ohne Scheiß. Digga, was ist jetzt los mit deinen Jokes? Du machst wirklich gute Jokes. Nein, das Ding ist einfach so, mein Niveau ist so bei der Silverstar so dort oben. Ja. Und der Marco hat auf die Silverstar, damit er auf sein Niveau runterfahren kann. Ja. Du machst wirklich gute Jokes. Nein, ja, macht schon Sinn. Nein, ich meine, es macht Sinn. So, wir sitzen jetzt quasi in einem Baumstamm innen. Was habe ich gerade für eine Pose gemacht? Können wir da ein Replay haben? Das ist der absolute Cringe. Ich wollte auf cool tun und dann den hart geschissen. Ich probiere immer so auf cool zu haben, dann schaffe ich es nicht. Ja. Ich sehe aus wie der Größte. Ja. Gott spielen, Mann. Also, schau jetzt, das ist unsere YouTube-Karriere. Wir gehen nur rauf. Wir gehen rauf. Nein, jetzt geht es echt bergab. Ja, also. Mädchen. Das ist schon mega nice, Alter. Tiroler Wildwasserbahn, Daumen nach oben. Das ist wirklich lustig. Auf jeden Fall habe ich alles Wasser abgefedert, das er hat abbekommen, weil ich vorne dran gekommen bin. Aber kein Problem. Wir legen auf jeden Fall jetzt noch einen drauf und gehen zum Fjordrafting und nehmen euch auch wieder mit. Oh, wenn ich einen Diss-Track würde machen, straight fire. Jetzt mal schauen, ob der Markt hier nass wird. Ja, ja. Wow, wie schön! Alter! Hallo! Schmeckt nur geil. Oh, Alter, ohne Scheiß. Man schmeckt das Restaurant dort oben. Hast du fertig? Ja, ist fertig. Ich war eigentlich da, als ich, keine Ahnung, vielleicht so 12 war oder so mit meiner Familie. Und dann hat es mir nicht so richtig genommen, Alter. Es hat für mich wirklich flott Spaß gemacht. Von oben bis unten, wirklich, als wäre ich in einen See gekumpelt. Das ist nicht mal übertrieben, jetzt wirklich. Das ist wahrscheinlich so eine Story, wo du 8 gesehen bist und so ist ein bisschen das Bein nass geworden. Und du hast auch das Gefühl gehabt. Hauptsache übertrieben. Ja, es ist jetzt etwa 2,5 Stunden her seit der Fjordrafting. Oder wie hat es genau geheißen? Fjordrafting, glaube ich. Ja, Fjordrafting, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, nachdem dass wir einen Burger essen, dann haben wir noch 2, 3 andere Sachen gegessen und dann einfach übelste Müdigkeitsflash. Wirklich mega müde. Wieso sind wir jetzt so müde? Dann sind wir einfach in das mega chillige Park gegangen und dann sind wir einfach hier angelegen im Park und es ist wirklich es war auch chillig, bis durch so eine Parade durchgelaufen ist mit irgendwelcher Musik. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt wirklich noch ein Edit, das ich machen will, weil ich habe das Gefühl, ich habe schon lange keinen richtigen Edit mehr gemacht. Weil ich habe meine GoPro dabei. Darum, ja. Nein, auf jeden Fall kommen wir langsam zum Ende von dem Video. Es war wirklich ein sehr nice Tag hier im Europapark und zwar das Zässigste war wirklich auch noch richtig nice gewesen. Aber nicht abschalten, weil ihr wisst ja, es ist noch eine Verlosung offen und zwar kann jemand von euch einmal 3 Tickets gewinnen für den Europapark. Das heisst, einen Tagesausflug mit den Kollegen und sonst mit irgendjemandem. Was ihr dazu mitmachen ist, Abonnent von dem Kanal sein, also hier unten abonnieren. Zweitens müsst ihr mir auf Instagram folgen und drittens einen Kommentar unter das Video schreiben mit eurem Insta-Namen, dass ich im Nachhinein auch kontrolliellen kann, ob ihr mir auf Instagram und auf YouTube folgt. Das Gute daran ist, einmal könnt ihr das bei mir auf dem Kanal gewinnen und noch einmal bei Marc auf dem Kanal. Auf jeden Fall ist der Link zu seinem Video in der Beschreibung. Dort könnt ihr das Video nochmal anschauen und das genau gleiche nochmal machen und somit habt ihr eigentlich eine doppelte Gewinnchance. Mega nice. Ansonsten würde ich sagen, merci vielmals Europapark, dass wir hier ankommen. Es war wirklich ein mega nice Tag. Genießt mal den Ausblick. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Lasst doch ein Like da oder bewertet auch das Video, das fände ich sehr toll für euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Peace und Blümchen.